Hallo, mein Liebsten. Herzlich willkommen zurück hier bei iPlatt Love. Ich bin Lisa und Tauhopen lehrt wie Plattdütsch. Und hüt mockt wie soge, der Plattdütsch die Welt zu einem schöneren und freundlicheren Ort. Wie ich bereits mockt habt, wie mir hat sich das so beten verändert hier nu. Ich bin umtorgen und jetzt gefällt mir das auch schon Bäder. Also ich weiß, mein Hintergrund ist immer noch nicht so richtig YouTube-tauglich, aber schon mal Bäder aus den letzten Videos. Also, was von Moll zu Moll war das langsam Bäder mit uns. Du hast das sicher all im Titel läst und dachte sie, okay, wie schaut wie denn der platt die Welt schöne Morgen? Also, keine Frage, platt ist natürlich eine der schönsten Sprachen und macht am meisten Spaß. Und weil wir auch freue mal fast eine Weltsprache geworden. Wenn dich auch das interessieren darf, verlinke ich auch morgen die Erklärung dort, warum Plattdeutsch eigentlich mal fast zur Weltsprache geworden ist und was dann passiert ist. Aber ich verspreche dir, dass du nach diesem Video, nach diesem krassen Video, gleich anfangen kannst, die Welt zu einem freundlicheren, schöneren und vielleicht auch ein bisschen sinnigeren Ort zu machen. Okay, fang wir an. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Klein wie doch am Moors, du Schiedbüdel. Und den Puttwagen kannst du auch gleich mitnehmen. Ach, schied die doch wat. Jetzt wär's mal nicht so ein Frostköttel. Ach, hol doch die Mul. Na? Müsste grinsen. Denn wenn du jetzt vor dem Rechner sitzen da ist oder vor dem Telefon und grinsen musst, dann habe ich nämlich genau mein Ziel erreicht und auch meine These belegt. Denn wenn wie grinst, drückt us Muskel ob ein Nerv und diese Nerv rächt die Utschüttung von Glückshormonen an. Also könnt wie us Gehirn vorgaukeln, dass wie gaue Laune habt. Und wenn wie grinst, dann könnt wir überhaupt nicht mehr ärgerlich werden, ihr könnt überhaupt nicht mehr traurig werden und nicht mehr wütend werden. So, wenn wir aber nur plattdeutsche Schimpfwörter nimmt, dann kann das ja keiner ernst nehmen. Ob Plattau schimpfen hört sich einfach tauschön an. Und man muss einfach grinsen. Und dann ist die Arge ob so schnell verdammt, dass man gar nicht mehr weiß, warum man sich eigentlich aufrecht hat. Wenn du mir nun versprechen darfst, dass wie auf nur noch auf Plattdeutsch schimpfen dauert, dann mag wieder eher zu einem lit späten, bäderen Ort wirken muss sagen. Okay, nur weil wie brucht die Schimpfwör auf Plattdeutsch, um die eher zu einem lit späten, sinnigeren und schöneren Ort zu machen. Wie mag wir das jetzt? Wie lehrt hüt die Schimpfwör? Auf Platt, auf jeden Fall den ersten Teil. Das gibt so viele, dass ich auf jeden Fall noch einen zweiten und bestimmt einen dritten Teil davon mocken da. Aber die plattdeutschen Basic-Schimpfwörter, die fangen wir jetzt schon mal an zu lernen, damit du nämlich gleich nach diesem Video anfangen kannst, nur noch auf Platt fluchen. Krieg wieder Tipp? Und wie? Fangt wie an mit den Frostköttel. Der Frostköttel ist eine Person, die jümmers kohlt ist. Gnadderkopf. Gnadderkopf ist eine Person, die unglaublich schlecht gelaunt ist und immer am Nörgeln und auch immer bete, wisse, risch ist. Die Tüdelbüdel ist jemand, der furchtbar viel dummtücht schnackt. Ein Glattschnacker ist ein Schleimer und eine Person, der einfach immer versucht, sich mit Komplimenten schmeicheln. Das Puttfaken, das ist jemand, der einfach keinen großen Wert auf Körperhygiene legt. Ein Backbeist ist eine bannig grohe, massige Person. Eine Klöterbüchs ist ein lütschet, zappeliges, lärmendes Kind. Ein Bagalut ist ein unzuverlässiger Mensch. Der Dösbaddel ist ein Dummkopf, der ständig oder ein ständig überforderter Dachdrömer. Ein Bullerballer
ist ein Grobian. Ein Klunchenknieper ist eine geizige Person. Eine Tranfunzel ist eine furchtbar begriffsstutzige Person. Eine Zippeltrine ist eine wehleidige und meistens weibliche Person. Ein Spökenkieker ist ein, der immer pessimistisch ist und deswegen auch nur das Unheil antrecken deit. Eine Schabüchs ist eine Person, die immer Bock hat. Ein Pappkopf oder eine Dummsnut ist ein Dummkopf. Ein Supsack ist ein, der viel trinken deit. Ein Dröhnbüdel oder Döskopf oder auch Drömel ist so wie eine Schnarchnäs. So ein furchtbar langsamer Typ. Ein Schiedbüdel ist einfach ein lütscher Schieder. Grotmul, eine Person, der immer grohe Reden schwingt. Und Blagen sind furchtbar nervige Kinne. Somit habt ihr so den ersten Teil von Personen, die du beschimpfen kannst. Die Utrupe vom Schimpfen, wie Holding Mul, Kleimi doch am Mors, Schitti wat. Das kommt dann in dem nächsten Video. So, was sagst du nun? Mit diesem Basic an Schimpfe sind wir schon mal ganz gut utstatt. Und kennst du das auch? Schreib das mal in die Kommentare. Schimpfwörter sind einfach das, was man am schnellsten und am einfachsten lehrt in allen anderen Sprachen. Ich habe mal eine Zeit lang in Portugal gelebt und ich kann noch kein Wort Portugiesisch, aber ich kann auf Portugiesisch fluchen. Das ging schon mal. Wenn ich noch mehr singen möchte als einfach nur auf Plattdeutsch schimpfen und ein bisschen Grammatik, ein bisschen Schriftregeln haben möchte, dann entweder kickt ihr die Videos, die jetzt hier angezeigt wird, oder sie kickt mal wie Instagram in eine Eat-Plattlauf vorbei. Dort kommt jeden Tag eine lütsche Dosis Plattdeutsch für Schau.